Grüß euch miteinander. Heute erzähle ich euch das Märchen von den Geschenken aus dem Zwergenland. Und das geht so. Einmal in einer Mühle, die noch ein Mühlrad hatte und das Wasser gedreht hat und der Müller Mehl gemacht hat, war ein Müller, eine kranke Frau und ein kleiner Bub. Und der Müller hatte die Leute nicht gerne. Das war ein Gitzknäpper und er war frech mit den Leuten. Und die Mutter war leider eben sehr krank und kein Doktor konnte ihr helfen. Und der Bub, der Kleine, das war ein ganz herziger, freundlicher, lieber Kerl. Und der hat allen Leuten geholfen, die er konnte. Einmal ist in diesem Land eine Hungersnot ausgebrochen. Sie hatten nicht mehr genug zu essen, die Leute. Und der Müller ist auf seinem Mehl bleiben hocken. Das heisst, er hat einfach das nicht so verkauft, weil er ja nicht Hunger haben. Und einmal am Tag ist ein Zwerg gekommen. Aus der Nähe hat ein Zwergenvolk gewohnt. Und der ist zum Müller gekommen und hat gesagt: Müller, kannst du mir ein bisschen Mehl geben, als ich meine Zwergenfamilie ernähren kann, dass die nicht verhungern? Dann hat er gesagt: weg auf die Seite, dir gebe ich nichts. Und der Zwerg ist traurig abgezottelt. Der kleine Bub hat das gehört, ist ihm nachgesprungen und hat gesagt: komm, gib mir das Säckchen. Und er ist mit dem Säckchen gegangen und hat so Reste von Mehl eingefüllt und hat ihm das gegeben. Und der Zwerg hat gesagt: danke vielmals, danke vielmals. Und dann ist die Zeit vergangen, der Bub hat nicht mehr daran gedacht und der Müller sowieso nicht. Und er ist mit den Schöfli und den Kühen gehen auf die Weide, die hüten. Und als er dort unter einem Baum gehöckelt ist, und die Tierchen waren alle ganz lieb, er musste nicht nachspringen oder schimpfen mit ihnen, ist plötzlich das Zwergli wieder vor ihm gestanden und hat gesagt: weisst, ich war so froh um das Mehl, das du mir gegeben hast, das dein Vater nicht wollte. Aber es war ja von deinem Vater. Aber trotzdem, ich habe jetzt so Freude. Jetzt kannst du mit mir kommen. Ich lade dich einladen. Wir haben ein Fest im Zwergenland. Jetzt kommst du mit mir. Und der Bub hat sich gefreut und ist dem Zwerg nachgelaufen. Und der ist zu einem grossen Baum. Und in diesem Baum hat es ein Loch gehabt. Und durch das Loch sind sie reingerutscht und nachher ist es tief runtergegangen in eine wunderbare Höhle, die glitzert hat und glänzt hat. Er hat gestaunt, alles Kristall. Und dort war ein Tisch und dort haben die kleinen Zwergli und die grossen Zwergli, die haben miteinander gespielt und gelaufen und gegessen und getrunken und haben es ganz schön gehabt. Und dann haben einem Bub gesagt: weisst, es war so fein. Unsere Zwergenmutter hat Küchli gemacht davon, sie hat Zöpfli gemacht davon, sie hat Brot gemacht davon. Und dann mussten wir einfach nicht Hunger haben. Das freut uns jetzt, dass du da bist. Und er hat sich auch gefreut und hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Und bei den Zwergen ist die Zeit einfach anders als auf der Welt. Und als das Fest am Ende zugegangen ist, hat der Zwerg zu ihm gesagt: schau hier, Bub, hier hast du den Apfel für deine Mutter. Wenn sie den isst, dann wird sie gerade gesund. Und hier habe ich dir eine Nuss für den Vater, den soll sie dann aufklopfen und dann ist was aus dem, was rauskommt, ist er das ganze Leben glücklich. Und das hier ist die Kette, die ich jetzt abgezogen habe, extra für dich. Die darfst du mitnehmen und die tragen und dann hast du gerne eine Erinnerung an mich. Und dann sind sie aus dieser wunderschönen, glitzerigen Zwergenhöhle, Kristallhöhle, rausgegangen, wieder zum Baum, aus dem hohlen Baum raus. Und dann hat der Zwerg zu ihm gesagt: jetzt musst du also ein bisschen abblicken. Ich glaube, das war ein bisschen viel. Weißt, das ist eine weitere Reise, als du denkst, ins Zwergenland. Und er ist rausgekommen und ist so kaputt, er ist gerade abgelegen unter diesem Baum und hat gerade eine Runde geschlafen.
Und als er wieder verwacht ist, hat er gespürt, der Apfel hat er noch gehabt, die Nuss hat er noch gehabt und die Kötti hat er noch gehabt. Und dann ist er heim. Und daheim war eine Aufregung. Die Mutter hat gesagt, Bub, wo bist du gewesen? Wir haben eine ganze Woche auf dich gewartet. Er hat es nicht gemerkt. Er hat 7 Tage dort gespielt und gegessen und gefeiert. Und er hat 7 Nächte geschlafen und hat gemeint, er sei noch Mittag dort. Und dann hat er dem Vater die Nuss gegeben und er selber hat die Kötti angelegt. Und die Mutter hat den Apfel gegessen. Und ob es dir glaubt oder nicht, wups, ist die ganz gesund. Sie ist das ganze Leben nie mehr krank geworden. Es ist ihr wieder ganz gut gegangen. Der Vater hat die Nuss aufgetatscht und dann sind 2 wunderschöne Edelsteine rausgekommen. Und die Edelsteine haben gemacht, dass sie das ganze Leben glücklich waren, genug zu essen hatten. Einfach, es ist ihnen gut gegangen. Und der Bub hat die Kötti ganz stur gedreht, er hat es nie mehr abgelegt, weil er hat so gern an die Zeit bei den Zwergen im Zwergenland, in dieser wunderschönen Kristallhöhle, hat er daran gedacht und Freude gehabt. Das ist die Geschichte der Geschenke aus dem Zwergenland.